Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Vista. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Schön haben Sie eingeschaltet. Das ist persönlich bei Claudia Lesser. Toni Vescoli hat als Sänger und Musiker die Schweizer Pop- und Rockgeschichte maßgebend geprägt. In diesem Jahr hat er einen Ehrenprivallo bekommen für sein Lebenswerk Zeit, dass man zurückschaut auf seine bewegende Geschichte, aber vor allem auch auf ganz spannende Persönlichkeit. Zuerst mal herzlich willkommen, schön bist du da. Hallo. Du, es ist ja verrückt, wenn man auf deinen Tourkalender schaut, dann sieht man, wie viel du, ich darf sagen, in deinem Alter du immer noch unterwegs bist mit Les Sauterelles, aber auch mit deinem Soloprogramm. Da gibt es ja auch ganz eine schöne Biografie dazu. Da werden wir uns nachher noch ein paar Bilder anschauen. Du hast überhaupt nicht den Drang, wie viele irgendwann mal sagen, jetzt liege ich ein bisschen zurück und geniessen den Rest des Lebens und reisen umeinander und gehen auf Weltreise oder so. Ich glaube, das ist auch nicht mein Zweck von meinem Leben. Nicht? Nein, ich sehe mich irgendwie als Bützer. Also quasi ein Live-Musiker. Wenn ich jetzt auslesen könnte, einmal im Jahr im Hallenstadion spielen oder 50 Mal unterwegs irgendwo oder 70 Mal in der Schweiz, dann würde ich lieber das vorziehen, x-mal in der Schweiz aufzutreten. Woher kommt denn das, dass du dich selber als Bützer siehst? Ja, ich bin sehr gewissenhaft und bei mir muss alles immer gut sein. Ich mich auch gut vorbereiten. Mindestens, wenn ich jetzt länger nicht gespielt habe und ich mich eintrainiere. Das ist wie beim Sport. Man kann ja nicht einfach aufs Velo hocken und das Rennen fahren. Und so muss auch die Motorik und alles muss einfach auch wieder eintrainiert sein. Das muss am Laufen sein. Und ich finde einfach, das ist für mich immer das grösste Kompliment, das die Leute mir sagen, du, wie machst du das? Du wirst immer besser. Und das, so muss es auch sein. Also wenn es dann irgendwann heisst, jetzt wirst du immer schlechter, ich glaube, dann muss ich aufhören. Genau, jetzt trifft er irgendeinen Ton nicht mehr. Dann ist es, ja. Ich glaube, das ist dann sehr ja, das mühsam. wäre dann schon das Zeichen, ja. Was heisst, wenn man muss üben, wie viel Mal übst du denn im Moment noch? Ja, also ist das täglich, einfach gewisse Sachen von der Motorik her, wo man einfach weiss, die sind einfach, ja, die muss man einfach üben, dass die flüssig laufen. Und ich finde, die Leute, die als Konzert kommen, die haben auch ein Recht darauf, dass man auch die beste Leistung abliefert. Ja, sie zahlen ja dafür. Ja, ich finde auch. Und da gehört auch dazu, kein Alkohol trinken vor dem Auftritt. Oder also Dezi Wein zum Nachtessen, Maximum und so. Das sind alles Sachen, wo ich sehr genau drauf schaue, im Gegensatz zu früher. Wenn ich früher auf der Bühne bin, in den 60er Jahren, das war eine Katastrophe. Was heisst das, du? Ja. Hast du damals vorher so alles konsumiert? Ja, nein, nicht wahnsinnig, aber man hat dann noch ein bisschen Wein getrunken und dann nachher noch einen Cognac oder so und dann ist man auf die Bühne und dann hat es gemacht, wusch. Dann ist einfach so, eine Stunde, zwei ist einfach durch. Man hat gar nicht gemerkt, wo man überall gespielt hat und wie schnell das alles vorbeigegangen ist und so. Und erst einmal liegt das vom Alter her schon nicht mehr drin, das könnte man gar nicht mehr leisten. Und zweitens, ja, einfach, man will ja etwas abliefern, was okay ist. Mhm. Das war einfach auch eine andere Zeit, oder? Das ist so Sturm Les Sauterelles 1962, das ist eine Sturm- und Drangzeit. Ich meine, ja. Oder? Hast du das auch ein bisschen gehabt, in dem Fall, die Sturm- und Drangzeit? Ja, natürlich, klar. Ich meine, warum habe ich angefangen Musik zu machen? Das war für mich schon der Grund, irgendwie einfach unter die Leute zu kommen. Weil an und für sich, privat, bin ich eher ein zurückhaltender Mensch, bevor man mich quasi auftut. Also ich bin immer sehr verschlossen und ruhig und würde nie jemanden anreden, im Zug oder irgendwo oder im Restaurant. Aber wenn dann jemand mit mir anfängt zu reden, dann hat er Pech gehabt, weil dann höre ich nicht mehr auf. Du, gut, haben wir 40 Minuten dazu heute schwätzen. Genau. Wir wollen natürlich ein bisschen genauer anschauen, wie das mit dieser Musik war. Das hat ja ganz früh angefangen. Aber zuerst schauen wir mal schnell, was Herr und Frau Schweizer zum Toni Vescoli sagen. Das machen wir. Wir reden mit den Leuten auf der Straße über unsere Gäste. Bin ja gespannt. Ja, das darfst du sein. Das kannst du. Der sieht ganz easy aus. Aufgestellt. Authentischer Mensch. Sympathischer Typ. Der macht so einen Country-Druck. Ein bisschen mehr so ein Rocker, oder? So ein bisschen in Richtung Alt-Hippie, ja. Aber Ich glaube, als er jung war, war er so ein richtig cooler Typ. Denke ich jetzt mal, so vom Eindruck her. Ja. Also ich denke, in seinen jungen Jahren hat er durchgegeben.
Früher halt so ein bisschen Hipster, würde man sagen. Der hat Spass an dem, was er tut. Also jetzt rein oberflächlich, ohne etwas zu wissen, würde ich sagen, ist so ein bisschen Freidenker, einer, der so ein bisschen, auch gegen den Strom kann denken kann. Einer, der sagt, ja, ich schaue nicht, was die anderen von mir halten, so in dem Sinne. Einer der alten Schweizer Musiker. So ein Rockmusiker, wenn man dem so sagen darf. Ich kenne ihn noch von früher, noch vor 30 Jahren. Ja, der Toni. Oh, der Toni Vescoli. Toni Vescoli. Toni Vescoli. Der Toni Vescoli von den Sauterelles. Ja, als er jung war und ich auch, hat er mir eigentlich gefallen. Ja, den habe ich meistens live gesehen. Jetzt heisst es, glaube ich, Ambassy. Ja, lässig so. Die Musik war auch immer gut. Legende. So ein bisschen locker 68er. Echt auf dieser Schiene bleiben hängen und gleich auch älter geworden. Aber ja, so als Typ ist er mir sympathisch. Fröhlich, lustig, Erfahrungen im Leben gemacht, aber kann es auf eine fröhliche Weise wiedergeben. Sicher immer treu geblieben. Wer weiß, was er macht. Ich finde das ein angenehmer Zürcher. Ja, das ist so eine Saftwurzel für mich. Ja, im Zürich-Oberland, da glaube ich, irgendwie so Antiquitäten. Handlung, ja. Ja, jetzt habe ich eigentlich schon lange nicht mehr rechts gehört. Ja, und leider hat er auch mal ein Schleudertrauma gehabt. Ja, ist ein bisschen älter geworden. Die Musik ist immer noch gut. Ich glaube, es stimmt ganz viel. Oder? Du bist ein bisschen älter geworden, die Musik ist immer noch gut, die Leute kommen immer noch an Freidenker. Glaube ich, bist du auch, oder? Ja, ich mache mir eigentlich nicht so viel Gedanken darüber, wie soll ich sagen, wie ich wirklich. Ich bin einfach. Und manchmal wird man das als das angenommen, wo man selber auch das Gefühl hat. Und manchmal wird man auch ein bisschen verkannt, das gibt es auch. Aber ich mache einfach das, mache was ich will. ist das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, das hat eigentlich schon gepasst, der Titel. Ja. Aha. Das ist, das sind wir auch beim Buch, deine Biografie. Du hast auf 500 Seiten deine Geschichten niedergeschrieben und auch Bilder gezeigt. Und da wollen wir jetzt auch ein bisschen hineinschauen. Und ich würde ganz gerne ganz vorne anfangen. Du hast Eltern gehabt, die ganz aus unterschiedlichen Familien kommen. Das schauen wir uns mal schnell an. Das sind nämlich die beiden Familien. Oben die Familie von Mami und unten die Familie von Papi. Unterschiedlicher könnte es nicht sein, oder? Ja, ich finde es eigentlich eben wunderbar. Darum habe ich auch am Anfang des Buches das so haben. Es ist oben durch die gutbürgerliche Familie Huber aus Sengen im Aargau. Und der Vater, also mein Großvater, ja, er hat das Baugeschäft gehabt. Und gutbürgerlich, wie gesagt. Und unten dran die Familie von meinem anderen Großvater aus dem Südtirol abgehauene Wilderer, wo die letzte Möglichkeit noch war, abzuhauen, bevor er verhaftet worden ist. Das so erzählt man in der Familie, ist in die Schweiz gekommen. Mein Vater ist dann, als die Mutter 2-jährig war, hat er eine Stiefmutter bekommen. Und die sieht man auch dort drauf. Es war ziemlich übel, wie sie mit den Kindern umgegangen ist. Von ihrem neuen Mann dann. Also, ja. Also dein Vater hat nicht so eine schöne Kindheit gar in dem nicht, Fall gar nicht. Meine Mutter war wohl behütet und mein Vater gar nicht. Mutterseits sind alles Großteil Künstler gewesen. Der eine von denen ist der Werner Huber, der sehr bekannt ist, 20er, 30er Jahre als Tenor mit Köbel und der Kriegel und der Sepp und so Sachen. Und also ja, Künstlertypen, Kunstmaler, einer im Stadttheaterchor. Vaterseits sind alles Baufachleute gewesen. Der eine Bruder war Timmermann, der andere Mauerpolier und mein Vater war Bauingenieur. Und eigentlich hat sich bei mir das alles ein bisschen vermischt. Ich habe Hochbauzeichner gelernt, habe selber später dann unser Bauernhaus viel selber umgebaut und habe aber auch Bilder gemalt für Plattenhühnen. Also das ist irgendwie alles da ein bisschen zusammengekommen. Ich sage immer, ja gut, ist natürlich auch, meine Eltern haben das erste Mal ein bisschen geübt und dann 7 Jahre später ist dann nach eben, du bist Nachzügerli, genau. Du hast dann profitieren. Ja. Du hast auch eine schöne Familiengeschichte. Du hast 3 Geschwister. Ja, ich habe noch 2 Schwestern. Die eine ist 7 Jahre älter, die andere 10 Jahre älter. Und mein Bruder, der Michael, ist 8,5 Jahre älter. Leben alle 3 noch.
Und ihr habt, du hast auch schon erzählt, also das Musikgen, das ist irgendwo schon in dir rein gewesen, weil es hat ja schon auf dem Töpfchen angefangen. Also wenn du als Kleine aufs Hefe hättest sollen und es hat nicht funktioniert, dann hat man dich zugetrönt mit Musik. Ich merke, das ist ins Buch gelesen. Ja, es ist schon so. Man hat dann auch, es hat sich so ergeben, dass man den Plattenspieler laufen lassen hat. Und dann ist ein breites Lachen über mein Gesicht. Und man kann sagen, über alle 4 Backen gegangen, weil dann hat es funktioniert. Das hat sich dann irgendwie weitergezogen, die ganze Musik. Wie war denn das in Peru? Also, ihr seid ja dann auch noch 4 Jahre in Peru gewesen. Ja, von 5 bis 9-jährig waren wir in Peru. Und dort habe ich natürlich, wie soll ich sagen, mehr zugelassen als mitgesungen. Weil ich bin ja noch fast klein hier dann, oder? Hingegen meine Schwester und mein Bruder, die haben dann wunderbar so mehrstimmig auch gesungen Bild und so. Auch von Peru. Es ist ja wirklich einmal dort auf der Dachterrasse oben ist so ein schönes Familienbild, das mir heute immer noch gut gefällt. Mit dieser Gitarre, die meine Schwester dort spielt, die habe ich dann erben. Später mit 16 habe ich dann die bekommen, als ich dann angefangen habe, Gitarre zu spielen. Aber ihr habt eine spezielle Geschichte gehabt. Dein Vater hat als Bauingenieur immer mal wieder gearbeitet und dann aber auch wieder nicht. Und als Familie haben wir dann finanziell mit dieser Situation umgehen. Und gerade auch Peru, glaube ich, ist jetzt finanziell. Hat natürlich. Mein Vater ist auf eine Art, obwohl er ja sehr konzentriert und so ist, aber auch sehr risikofreudig war. Also nach Peru ist er eigentlich mit der ganzen Familie ausgewandert, weil ihm ein Schweizer, den er kennengelernt hat, ihm gesagt hat, da kommen so Leute wie dich bestens brauchen, da findest du sofort einen Job. Und das war halt dann nichts am Anfang. Mal ein halbes Jahr haben wir dann fast ein bisschen gehungert. Und dann ist aber von einem Tag auf den anderen, haben wir nachher statt im Armenviertel fast, Kies und Maria, so ein bisschen schäbiges Quartier, haben wir von einem Tag auf den anderen praktisch am Meer in einer Villa gewohnt, weil er für eine amerikanische Firma dann als Mineningenieur arbeiten in den anderen oben. Und so hat sich dann immer ein bisschen alles kennengelernt. Und ich glaube, das war auch noch für mich als Kind interessant gewesen, verschiedene Seiten zu sehen vom Leben auch. Wie hat dich das geprägt? Das ist ja dann schon auch sehr eindrücklich, oder? Mal irgendwie, sag mal, von gar nichts dann wieder zu... Ja, natürlich. Ich meine, interessant war in dem Jesus Maria, das war so eine enge Gasse. Und vis-à-vis war gerade so eine Werkstatt, die das Auto geflickt hat. Und den ganzen Tag hat die Musik aus einem alten Radio rausgeplärrt. Und damals ist das so Blues und Swing und so Sachen, aber auch mexikanische Volksmusik. Und das hat mich natürlich irgendwo im Hinterkopf schon geprägt. Und als ich in die Schweiz kam, habe ich das ziemlich vermisst. Gut, Volksmusik, die Schweizer hat mir schon auch gefallen, aber irgendwie ist mir die andere einfach noch ein bisschen... lebensfreudiger. Ja, ist mir irgendwo einfach im Kopf geblieben. Du, dein Vater und du, ihr habt, glaube ich, auch eine spezielle Beziehung gehabt. Dein Vater war ganz ein strenger. Also dem ist einmal zwischendurch die Hand ausgerutscht, oder? Ja, natürlich. Gut. Mein Vater hat eine Eigenschaft gehabt, hat sehr gut getroffen. Weil er als zweimal Schweizer Meister war, im Boxen, 32, im Flügelgewicht allerdings. Und da hat er nicht gut abdecken. Das hat immer getroffen und er hat das auch noch fleissig ein bisschen gemacht. Aber das war damals eine andere Zeit. Ich glaube, die meisten Väter und Mütter haben damals ein bisschen um sich geschlagen. Aber das Mami ja nicht, oder? Nein, meinst du, die Mami ist eine ganz andere Beziehung? Ist genau das Gegenteil. Ja. Und das war wahrscheinlich gut so und hat sich auch sehr schön dann auch aufgehoben. Und in der Schule ist es eigentlich dann ähnlich weitergegangen. Das war halt damals einfach dann so. Also, du meinst, dann haben einfach die Lehrer dann reingeschlagen? Das war auch noch schwierig, oder? Du bist dann zurückgekommen und irgendwie hat man dir gesagt, du seist ein Cink, dabei hast du blonde Haare gehabt. Ja, Cinque Dreck an der Schnur. Das haben wir gesagt? Am Anfang, als ich auf Küsnacht gekommen bin. Und ich bin dann erst mit 9 eingeschult worden, gerade in die 2. Klasse. Und das ist halt natürlich dann am Anfang ist mir ein bisschen Exot gsi. Und eigentlich so richtig angefangen hat es eigentlich, als dann der Lehrer ganz am Anfang mal gefunden hat, ich soll etwas vorsingen. Und wie ich dann peruanische Lieder gesungen hat und der Mädchen hat es gefallen und die Buben sind dann eifersüchtig. Das hilft ja dann nicht. Dann hat man die Buben nicht unbedingt als Freunde, oder? Genau, so ist es am Anfang. Aber das war nicht lang. Es ist eigentlich
Ich muss sagen, ich kann mich nicht beklagen. Ganz tolle Freunde in der Schule. Ja. Aber hat das damals irgendwo ein bisschen Ansporn gegeben? Bei vielen Biografien sieht man, dass dann gewisse sagen, du, und jetzt zeige ich es auch, jetzt sich etwas kann. Vielleicht schon. Und vielleicht auch, ich würde jetzt auch sagen, dass im Nachhinein, dass mir nichts so einfach so hergelegt worden ist, sondern dass ich eigentlich gegen das Verbot von meinem Vater eigentlich anfangen an Musik machen. Habe mich also durchkämpfen und dass ich da einfach nicht aufgegeben habe, mich da gegen das strenge Diktat eigentlich durchzusetzen. Ich wollte schon früher Verschiedenes machen. Ich wollte Theater, ich wollte in einen Judo-Club wählen, das ist verboten worden. Was? Ja, das habe ich gar nicht begriffen. Ja, das habe ich gar nicht begriffen. Und alles so Zeug. Und dann bei der Musik kann man es einfach nicht mehr verbieten lassen. Da habe ich dann einfach wirklich gemacht, was ich wollte. Und das hat dann nicht einmal so richtig Krach geführt? Ja, es ist halt, mein Vater ist natürlich dann zerstört, am Boden zerstört gewesen. Ich habe Hochbauzeichner gelernt habe und auch sehr erfolgreich die Lehre abgeschlossen habe. Mit einem Kollegen zusammen sind wir noch vom Jahrgang die Besten von der Klasse. Und nachher geht er und macht Musik. Das hat er natürlich überhaupt nicht begriffen. Wir hatten jahrelang nicht wirklich ein gutes Verhältnis gehabt. Ja. Und später hat er mal zu meinem Bruder gesagt, wo wir an einem gemeinsamen Auftritt waren. Mein Bruder hat einen Vortrag gehalten über Astrologie und ich habe dann ein Lied gesungen, das ich quasi mit astrologischen Sachen gewürzt habe. Ist er dann nachher zu ihm gekommen und hat gesagt, es ist schon verrückt, da meint man mache das Beste für die Kinder und am Schluss sieht man müsste es einfach machen lassen. Und das habe ich sehr schön gefunden. Das hat aber etwas Persönliches. Ja, sehr. Ja, ich habe auch ganz am Schluss dann mit meinem Vater noch sehr guten Draht. Ja, du hast ihm dann eigentlich auch so ein bisschen das Ganze, wo du, das stellt dich einfach aus, dass du das wirklich hast können vergeben und loslassen. Ja, aber ich hatte natürlich auch viel Energie durch das, dass ich mich durchsetzen musste. Auch eine gewisse Wut im Bauch auf eine Art. Hilft für die Karriere. Und dann war Rock'n'Roll natürlich genau das Richtige. Du, über das Rock'n'Roll, über das müssen wir nämlich auch reden, da gibt es also ein schönes Bild. Es hat ja eine Schwester gegeben, die Vera, die ist, glaube ich, ganz entscheidend. Man sieht dich da oben in dieser Elvis-Pose. Ja, sie hat mich das erste Mal mitgenommen ins Kino durch einen Elvis-Film. King Creole heisst der Film. Und ich sage immer allen Leuten, wenn ihr den irgendwo auftreiben könnt, müsst ihr den mal anschauen. Das ist für mich eigentlich der beste Film von Elvis. Er singt auch viel live in dem Film. Und der ist mir einfach total gut übergekommen. Und ich habe einfach gefunden, genau das ist es. Genau das ist es, das, was ich machen will. Obwohl das da in Europa ja noch niemand hat spielen und man auch nicht gewusst hat, wie man mit dieser Musik umgeht, oder? Ja, natürlich. Man hat ja keine Vorbilder in der Schweiz und vor allem auch keine Lehrer. Das ist heute ja ganz anders. Das ist ein grosser Unterschied von damals. Wir haben das quasi selber miterfinden. Wir mussten einfach hören, was spielt der und dann irgendwie schauen. Die ersten Anfänge waren einfach Gitarre immer nach Akkordstimmen. Dann hat man mal schon einen Haufen begleiten. Und viel später habe ich auch gesehen, dass ein Haufen so angefangen haben. Paul Diddley oder all die haben immer mit der im Akkord gestimmten Gitarre Open Tune gespielt. Oder der Keith Richards mit seinem berühmten Riff bei den Rolling Stones. Das ist aus der offenen G-Stimmung raus. D-Stimmung raus kommt das. Oder? Und das sind genau die speziellen Sachen, die man damals in der Not angefangen hat. Und dann sich das so wie selber und das hat dann auch einen speziellen Stil aus dem herausgegeben. Und da war man eigentlich sehr erfinderisch. Und meine Qualität war nie, dass ich ein wahnsinnig guter Gitarrist war. Aber ich habe gut gehört, wie es tönen sollte. Damals sind alle Gitarristen, die gut waren, in der Schweiz sind Jazz-Gitarristen. Die haben zwar eine unglaubliche Fingerfertigkeit gehabt, aber es hat nach meinem Ohr einfach verschissen getönt, einfach so nach nichts. Und wenn man die Gitarre ein bisschen aufdreht und sie anfängt zu übersteuern, dann tönt es einfach viel geiler. Und ich hatte dort einfach immer einen guten Sound gehabt. Und das war eigentlich das, was gut ankam. Und ich habe immer gerne gesungen, auch mit anderen zusammen. Ja. Und das ist eigentlich das, was bei der Soul-Trail eigentlich am Anfang das ausgemacht hat. Also, als ich in der Zeit, als ich Solo-Gitarrist war, war es sowieso nicht gitarrenmässig eine berühmte Band gewesen, aber es hat einfach gut gewirkt.
Die anderen Bands haben vielleicht einen guten Sänger gehabt und ein paar gute Instrumentalisten, aber zusammen singen haben sie vielfach nicht können. Und das ist auch heute noch die Stärke bei uns, bei den Sauterelles. Jetzt haben wir natürlich auch seit 1993 einen super Gitarrist in der Band, weil der eine ist gestorben 1990 und jetzt seit 1993 ist der Peter dabei. Und das ist natürlich jetzt, ja, wir sind noch gar nicht so gut gewesen, wie wir jetzt sind. Hey, und jetzt schauen wir uns auch etwas an, weil der Gitarrist ist dabei war im 98, wo es ganz einen speziellen Auftritt gegeben hat. Es war vor einem Bob Dylan-Konzert. Du hast diesen Ausschnitt ausgesucht. Wieso ist der gerade so entscheidend, so wichtig für dich? Ja gut, das ist der Song, wo wir 6 Wochen der Hitparade waren, 13 Wochen in der Top 10. Das war natürlich eine Sensation damals. Das hat es vorher gar nicht gegeben, dass die Schweizer überhaupt in die Hitparade kommen. Und schon gar nicht an Platz 1 und dann so lange dort bleiben. Und das andere natürlich, der Anlass im Vorprogramm von Bob Dylan können spielen, ist natürlich für mich schon sensationell gewesen. Du hast ihn nachher noch getroffen, den Bob Dylan. Ganz überraschend ist es zu dem Zusammentreffen gekommen. Haben ihr auch kurz geschwätzt miteinander? Ja, das war noch speziell. Also, es hat ja geheißen, Bob Dylan, wir müssen alle weg da hinten. Das war das Containerdorf hinten mit der Garderobe von allen Bands. Und wir sind dort hingeguckt, mit dem Joe Cocker zusammen, der auch im Vorprogramm war. Und haben dort geplaudert. Und dann ist dann einer gekommen, Bodyguard, und gesagt, wir müssen alle weg jetzt da. Bob Dylan kommt jetzt. Haben gefunden, ja, gut, sind wir halt ein bisschen um die Ecke herum. Und tatsächlich ist er dann gekommen. Und ich hatte so meine CD dabei, die ich gemacht habe mit Songs von Bob Dylan auf Schweizerdeutsch. Und haben die eigentlich geben. Und natürlich das Autogramm auch. Und dann, ich habe mich aber dann nicht getraut. Und dann ist er in die Garderobe rein und die Türen zu, fertig. Aber nach ganz kurzer Zeit ist er wieder rausgekommen und ist so ein bisschen gelangweilt rumgelaufen. Und dann ist meine Frau, Ruthi, hergekommen und gesagt, jetzt musst du hin, jetzt musst du her. Und da habe ich gefunden, ja gut, dann bin ich so schräg von der Seite von zu, da ist er fast verschrocken zuerst. Und da habe ich gefragt, ob mir das Autogramm würde machen, so für das Papier, das ich da hatte, so vom Bootleg von ihm. Hat er gesagt, what's that? Und ich habe es dann erklärt und schon ist ein Bodyguard gekommen und hat gesagt, ich soll dann später kommen wegen Autogramm. Ich habe genau gewusst, Bob Dylan gibt nachher kein Autogramm mehr nach dem Gig und der haut es einfach gerade ab. Und habe gesagt, ja, nein, das ist okay, aber ich will ihm noch die CD geben, die ich gemacht habe mit seinen Songs auf Schweizerdeutsch. Und dann ist der Bob Dylan hellhörig und hat den Mann gemacht, das ist schon gut aus. Und dann hat er gesagt, looks interesting, hat er so gemacht und hat so angeschaut und hat den Blausch gehabt und gesagt, give me that paper. Und dann hat er mir ein Autogramm gemacht auf das Papier, das ich bei ihm hatte. Ja, und dann ist er dann wieder davon gelaufen, haben das Händchen geschüttelt. Und das war eine kurze, aber irgendwie für mich eine intensive Begegnung. Hast du das mit den Stones auch so erlebt? Ich meine, im 67, in der Hochzeit von Les Sauterelles, hast du ja auch im Vorprogramm von den Rolling Stones spielen. Ja, da haben wir einfach in die Garderobe marschieren. Bei diesen Jungs? Hallo Jungs, ja, und so. Es ist eigentlich gut gegangen. Mit Mick Jagger haben wir sich ein bisschen unterhalten und der Keith Richards und der Brian Jones, die wenigen, die sind da so ein bisschen Käppele gewesen. Und der Charlie Watzimeckli trümmelt auf den Knie. Und mit dem Bill Wyman sehr lange nachher noch geredet. Das ist, hat ein bisschen mehr wissen. Das war interessant gewesen. Und dann haben wir noch das Autogramm wählen. Und die haben ganz enttäuscht, dass keine Fotos dabei waren. Und Ruthi hat dann auch in der Tasche, wir sind gerade von Italien gekommen, eine Postkarte vom Mailänder Dom, wo hinten nichts drauf beschriftet war. Und da haben wir einfach die angehabt und haben dann alle 5 unterschrieben. Und einer hat dann noch The Rolling Stones angeschrieben, damit man auch weiss, von wem dass die Autogramme sind. Das ist natürlich wunderbar. Die hängen das natürlich in meiner Galerie. Du, das Rutli, das kommt ja immer wieder vor. Das ist ganz eine entscheidende Geschichte. Ihr kennt euch unglaublich lange. Ihr habt im Januar das 50-jährige goldige Hochzeit. Ist das dann goldig, genau, mit 50? Und auch dank Les Sauterelles habt ihr euch kennengelernt. Sie war ja anscheinend immer in den Konzerten so ein bisschen dabei gewesen und dann frühzeitig verschwunden. Und irgendwann hat sie ein Zettel mit den Nummern liegen lassen. Stimmt die Geschichte? Ja.
fast. Also, sie ist immer vorher verschwunden. Und dann, als wir das Lokal gewechselt haben, wir haben damals wirklich ja lange immer an einem Ort gespielt. Das ist eben damals noch können, jeden Abend. Und es war immer pumpenvoll. Und dann ist dann einer gekommen, der uns kennt hat, der im gleichen Haus gewohnt hat, und hat also gesagt, da kommt Toni, jetzt muss ich dir mal das Ruti vorstellen. Das Rutli. Ja, und dann habe ich gedacht, ja gut. Und wir haben gar nicht gewusst, recht was schwätzen miteinander. Ja, so in der Pause zwischen den Gigs rein, oder? Und dann, ja, das war's dann. Und dann ist dann irgendwann wieder einmal gespielt. Dann ist dann auf einmal eine vorne durchgerannt mit einem Zettel und hat aufgelacht. Das war das Rutli. Das ist ja wieder verschwunden. Aber der Veranstalter hat mir dann das Zettel gebracht und das war eben ihre Telefonnummer. Und dann hat sie gesagt, ja, soll doch mal anrufen, hat sie ausgerichtet. Dann hat sie mal angerufen. Und er hat gesagt, ja, wir könnten doch mal ein Türlensee baden. Das war im Sommer. Können meine Freundin auch mitnehmen? Sie nehmen auch ein Kind und ihren Freund mit. Und ich, Hast du gedacht, was? Sie hat einen Freund und 2 Kinder? Ja, und wettelt da mit den Nummern? Ja, dann habe ich gedacht, aha, ja, wie, was und so. Und ich habe dann mit ihr etwas abgemacht. Und dann hat sie dann gefunden... Hast du sie wirklich mit dem Freund gekommen? Ja, natürlich. Dann sind wir dann Türlensee. Ist das nicht eine sehr spezielle Situation? Eigentlich ein Date mit dem... Ja, es war einfach so ein gemütlicher Nachmittag. Und dann hat sie irgendwie gefunden, ja, man könnte doch noch etwas bräteln. Dann nachher hat sie gesagt, ja, sie gehen mal an den Kiosk. Und hat sie zu mir gesagt, kannst du mir helfen tragen? Und ich dachte, ja gut, ja, dann gehe ich mit. Und dann sind wir dann etwa 3 Stunden nicht mehr gekommen. Wir haben dann einfach uns vergessen. Wir mussten warten, bis die Würste wieder gekommen sind am Kiosk. Und dann haben wir einfach geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt. Und über Gott und die Welt und so die Ansichten, die man so hat und was man so macht. Es ist irgendwie... Ja, dann war es eine komische Stimmung das glaube ich. Am Plätzchen dort. Ja. Und dann weiss ich noch, die Bekannte, die ich dort hatte, hat sie dann, sie heimgetan und nachher hat sie noch mich heimgetan. Und dann sagt die andere, ja, wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder sehen. Und ich gesagt, wieso meinst du? Ja, ich habe gesagt, musst du dich mal anschauen. Du bist ja total verliebt. Ich habe das nicht gemerkt. Ja. Nach 3 Stunden Diskussion. Ja, das war so dann. Und dann hat es aber dann ein Date gegeben. Und von dem Date oder dem Datingabend, wo dann nicht mehr der andere Freund dabei war, gibt es nämlich ein Foto. Ja, also das war da, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Ah, das ist ja, das ist zufällig gerade am Fotograf, wo wir gesehen haben. Wahnsinn. Dann, ja, aber da sieht man ein bisschen... Als wir das erste Mal geschwätzt haben zusammen, ja. Aber man sieht das so ziemlich... ja, so komisch. Sie hat einen guten Ausdruck. Sie hat so Zufriedens... So verträumt. Sie hat irgendetwas ganz Verträumtes, Schönes. Ja. Du, also ich meine, du hast dir ja dort gerade eine grosse Aufgabe gegangelt. Sie hat ja 2 Kinder, 6 und 8, ein Bub und ein Mädchen. Ich meine, mit 23 wünscht man sich jetzt ja nicht unbedingt gerade eine Familie, die man dann von einem Tag auf den anderen darf übernehmen. Nein, ich habe eigentlich immer gedacht, ja, ich würde mal mit 30 mal eine Familie gründen. Das erste Mal noch ein bisschen etwas arbeiten und so, also Musik machen und etwas erreichen oder so. Aber ja, es ist dann einfach, es ist halt anders gekommen. Ich habe das total lässig gefunden. Es war irgendwie schön, einfach plötzlich eine Familie zu haben. Das war für mich überhaupt nicht irgendwas müssen an etwas gewöhnt war. Selbstverständlich. Ich war wirklich? Familienvater. Hast du einfach den Switch machen? Ja, das ist für mich irgendwie. Ja, aber es war natürlich auch easy, weil sie ist dann auch viel mitgekommen. Und dann haben wir dann ein Kindermädchen gehabt, das dann um das Kind geschaut hat, dann mit sie mitkommen. Das war auch noch ein Grund, das war natürlich auch noch gut. Sie ist die Einzige, die Auto fahren konnte. In der Band hat keiner fahren. Und dann war es natürlich auch gewesen. Dann haben wir gerade einen Chauffeur gehabt. Ich konnte sie immer mitnehmen. Guten Grund gehabt, dass sie mitkommen muss, oder? Die anderen nicht dumme haben, die immer dabei ist, oder? Und ja, das war eigentlich cool gewesen. Wir haben dann gleich geheiratet, wie wir mussten. Ja, man hat ja fast verhaftet, oder? Sie haben uns verhaftet. Ja, sie haben uns dann abgeführt auf die Einwohnerkontrolle, weil wir uns anscheinend vergessen haben anzumelden auf der Gemeinde, wo wir dann gezügelt haben von Zürich-Altstetten auf Dietiken.
Aber wir haben das nicht so gut, wir haben das nicht beachtet. Wir hätten nur eine Gemeinde weiter müssen, dann hätte man in Konkubinat leben. Aber in Dietikon ist Kanton Zürich ist halt noch Konkubinat verboten worden. Und wir haben dann einen Bus bekommen, 250 Franken. Das ist damals 65. Ist relativ viel Geld gewesen. Es wäre heute etwa 800 Stutz oder mehr. Und dann haben wir gefunden, ja komm, dann heiraten wir halt. Das wäre irgendwann sowieso mal passiert. Und so haben wir das so aber das haben Sie ja auch heimlich gemacht, weil euer Manager hat ja gefunden, dass dort im Image schadet, wenn du auf einmal offiziell vergeben bist. Ach, du bist unglaublich informiert. Ja, das ist natürlich damals ist da die Zeit gewesen. John Lennon hat auch seine Familie quasi verstecken. Ja. Man hat gefunden, ja, die Fans dann nicht mehr, also die weiblichen Fans, wenn sie dann wüssten, dass jetzt ihr Idol quasi verheiratet ist und so. Und gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Und die Musiker natürlich auch. Und gesagt, nein, und so spinnst du eigentlich. Und wir haben dann gefunden, ja. Und dann einen guten Kollegen und Fan habe ich dann gefragt, der Hardy Hepp, der später ja auch bekannt wurde mit seiner Musik, und auch mit dem Düdi zusammen im Krokodil war. Ich muss einen haben, der nichts erzählt voran, dass wir das geheim gehalten, bis es so weit war. Wir haben dann nicht in Dietikon ausgeschrieben und angemeldet, sondern in Zürich. Da sind wir untergegangen. Da hat es einen Haufen Namen gehabt, dann hat man das nicht so genau angeschaut. Und der Hardy hat dann auch sehr gut dicht gehalten und war dann unser Trauzeuge. Was unglaublich schön ist, also wenn man ja euch sieht, ich habe euch auch an dem legendären Privallo-Abend erleben. Man spürt immer noch, dass da ganz viel Liebe herum ist. Ihr habt das irgendwie geschafft, das können zu konservieren, was sehr wenig schaffen. Erst recht, wenn man so eine Karriere hat wie du und so viel unterwegs ist und auch vielen außergewöhnlichen Sachen begegnet tut. Ihr habt auch viele Höchst und Tiefs durchgemacht. Mitunter, du hast auch selber gesagt, es hat auch mal andere Frauen gegeben. Und im Vergleich zu ganz vielen anderen Pärchen haben die das überlebt, oder? Ja, ich glaube, letztendlich ist es schon auch der Wunsch, quasi auch, irgendwie zusammen zu sein. Und das ist noch schwierig zu definieren. Wir haben eigentlich sozusagen nie Streit in dem Sinn. Beide finden das eigentlich nicht toll. Streiten. Und wenn man merkt, dass sich etwas anfängt aufzuschaukeln, dann muss man schauen, dass das wieder aufhört. Und vor allem nie im Streit irgendwie auseinandergehen oder so. Oder ins Bett gehen. Ja, genau, das ist bei uns eigentlich immer. Wir haben uns dann immer wieder zusammengerauft, letztendlich. Und irgendeiner von beiden hat dann noch gefüßelt vor dem Einschlafen. Also, so schnell quasi, es ist doch wieder gut oder so. Und das ist eigentlich noch wahnsinnig wichtig, auch die Bereitschaft wieder, komm, soll das. Es ist auch blödsinnig, das sind so Kleinigkeiten, wo man viel von streitet. Das lohnt sich nicht. Ich glaube, das müssen ganz viel mitnehmen in die Paarbeziehung. Oder? Das ist ein schönes Rezept, das du jetzt auch gerade erzählt hast. Das nicht streiten, das hat es dann auch nicht gegeben, was andere Frauen gegeben hat. Schon mal diskutieren. Das muss man schon mal. Klar, das hat dann schon mal auch ein bisschen geklopft und alles. Oder so. Aber man darf dann das nicht rausziehen. Man muss, wichtig finde ich immer, wenn die Emotionen hoch sind, sollte man nicht über etwas diskutieren. Dann muss man warten, bis sich die Wogen glättet haben. Und dann kann man über etwas auch ohne Emotionen normal reden darüber und etwas auf den Tisch legen. Und dann sieht man auf einmal, wie lächerlich gewisse Sachen sind. Klar, wenn man jetzt natürlich mit anderen Frauen etwas hat, das ist nichts Lächerliches, das ist schon klar. Aber das hat natürlich sicher auch mit dem zu tun gehabt, weil wenn man im 23 jemanden kennenlernt, kommt dann irgendwann mal vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf das Gefühl, man hätte etwas verpasst im Leben. Und das ist natürlich klar, dass das nicht unbedingt einfach zu vermeiden ist. Auch wenn man den anderen sehr gerne hat. Aber wichtig ist auch, dass man irgendwann mal sieht, im Moment, um was geht es eigentlich. Und das ist auch wichtig. Und wenn man dann merkt, dass man dem anderen eben wehtut damit, dann sowieso. Und das will man ja nicht. Man will dem anderen nicht wehtun. Und also das haben wir eigentlich gut überbrückt. Ja, das ist ganz schön. Also es braucht ja auch Bereitschaft, verzeihen zu können. Ich denke schon, ja. Und es hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Das ist, weil je älter man wird, auch umso wertvoller ist es, wenn man eigentlich einen Partner hat, der auch nicht nur geliebt ist, sondern auch der beste Freund ist. Das ist natürlich sehr wichtig.
Das klingt ganz schön. Ob man das allenfalls in deinem Gesicht sieht, das werden wir jetzt hören. Weil der Pietro Sassi, unser Gesichterleser, der schaut da ins Gesicht. Und er hat auch beim Toni ein paar spannende Merkmale gefunden. Toni Vescoli, ja, ein Musiker. Ein Musiker, einfach ein ganz toller Schweizer Musiker, der auch wirklich Weltklasse war. Und mit seiner Band, und was er alles für Musik gemacht hat. Ja, und jetzt ist natürlich das Gesicht auch sehr spannend. Ja, weil wir haben da mal ganz, ganz starke Stirnquerfalten da. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist das Alter. Ja, macht nichts. Die hat er aber nicht erst jetzt, sondern Stirnquerfalten sind Durchhaltevermögen. Mentales Durchhaltevermögen. Der Toni ist wirklich, wenn er etwas misst, dann zieht er das durch, dann bleibt er dran und so. Also, es ist noch nicht umgesetzt. Aber mental hat er dort eine extreme Stärke, die er entwickeln kann. Gleichzeitig, und das begleitet ihn auch, hat er auf der rechten Seite so einen Falter da. Und das ist die Jobfalter. Das heisst, er hat eine schnelle Auffassungsgabe. Und kann sein Toni Vescoli Wissen sehr gut weitergeben. Also, es hat nichts mit wissenschaftlich, akademisch zu tun, sondern einfach mit Toni Vescoli Lebensphilosophie oder Pragmatismus oder wie man dem auch sagt, er kann das richtig gut weitergeben. Auf der anderen Seite links hat er auch noch mal eine Falte, das ist eine Seelenfalte. Und das würde ich sagen, weil sie aber sehr durchgehend ist, dass er ja, in seinem Leben, das kann als Bub oder schon fahren, ja, schon gewesen, da hat er irgendwann mal eine Zeit gehabt, wo es nicht so gut gegangen ist oder wo er gelitten oder wo er traurig war oder vielleicht hat es mit der Gesundheitssituation, ja, wäre noch interessant zu wissen nachher. Aber so oder so, wie sie durchgehend ist, heisst das immer, es ist abgehakt heute für ihn. Das kann ja sein, dass man dann erfahren, was gemeint ist damit. Was jetzt bei ihm auch noch ist, er hat nämlich noch einen rechten Dominanzanspruch da. Das ist da. Und der ist ziemlich gross. Und der geht noch gerade runter. Und sein Dominanzanspruch ist sehr situativ. Manchmal sehr wohlwollend, manchmal sehr ich- oder sachbezogen. Aber er kann es dann schon sagen. Das dann auf jeden Fall. Gleichzeitig sieht man aber schön, dass sein Unterlippenposter, das ist aber fast noch herzig da. Er hat also das Beste da unten. Und das zeigt, er ist ein Geniesser, aber er neigt dazu, in gewissen Situationen neigt er auch dazu, das Geniessen ein bisschen zu übertreiben. Was dann gemeint ist, kann man nachher noch ein bisschen mit der Claudia darüber reden. Zum Schluss hat er gesagt, das Unterlippenpolster, das da tut man das Geniessen mal situativ ein bisschen übertreiben. Ja, also ich geniesse gerne. Ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht zu viel geniesse. Aber einfach doch immer in einem gewissen Maß. Also ich trinke nicht übermäßig. Ich trinke gerne ein Glas Wein zum Essen, in der Regel 1 Dezi. Und dann, wenn ich mal einen freien Samstag habe, dann kann es dann auch mal eine halbe Flasche sein. Oder so, und vielleicht nachher ein Cognac. Aber besoffen bin ich, glaube ich, schon etwa 30, 40 Jahre nicht mehr gewesen. Das ist also nicht weit zurück, ja. Sehr ein gesunder Lebenswandel, den du mittlerweile also hast. Mein Bücherlektor hat mir mal gesagt, gell, Essen ist für dich noch wichtig. Habe ich gesagt, ja, warum meinst du das? Ja, die vielen es kommt immer wieder vor und dann konnten wir essen oder dann gingen wir essen. Das kommt immer wieder vor. Ich habe gesagt, ja, das ist auch wichtig. Ja, hoffentlich. Ja, natürlich. Du, er hat da noch die Seelenfalten angesprochen. Hat es in der Kindheit mal etwas gegeben, das dich sehr stark beeindruckt hat oder dich beschäftigt hat, wo du sagst, das hast du ein bisschen das Leben lang mitgeschleppt? Ja gut, es ist halt die schon wirklich manchmal, ich bin einfach quasi unterdrückt worden. Mein Vater hat, wie man früher halt eben so hatte, quasi das Gefühl gehabt, man müsse, wenn man Kinder erziehen, müsse man quasi ein bisschen den Willen brechen. Und das ist für mich einfach immer ganz etwas Schlimmes gewesen. Also die RS ist für mich zum Beispiel auch absolute Tortur gewesen. Einfach der Verlust von der Persönlichkeit total. Das war für mich grauenhaft gewesen. Und das ist heute noch so. Mit mir kann man sehr viel von mir wählen, aber wenn mich unterdrücken, dann passiert genau das Gegenteil. Dann bin ich einfach weg vom Fenster, weil das mag ich nicht vertragen. Und gut, vielleicht auch dann noch das Schleudertrauma. Da habe ich natürlich mehr als 7 Jahre daran herumgekäuert. Das war gar nicht keine tolle Zeit. Ich habe dann nach dem Unfall dann versucht, noch ein bisschen zu spielen. Aber es ist einfach immer schlechter geworden. Und dann hat der Arzt gefunden, ich müsse aufhören. Dann 9 Monate
gar nicht mehr Gar nichts auftreten. gemacht? Ich habe dann 70 Auftritte müssen absagen. Ja. Und das ist eine ganz schlimme Zeit. Wann war das? Ja. Das war 2000. Ja. Gerade nachdem ich den ersten Prix Valo bekommen habe, im Prinzip, im gleichen Jahr ist das dann... Und jetzt ist alles wieder gut? Hast du gar keine Schmerzen mehr? Ja, es kommt ab und zu, holt es mich ein. Wenn ich irgendwie in Stress komme oder so, merke ich, dann habe ich plötzlich Blackout. Dann geht gar nichts, aber das kommt relativ selten vor. Dann merke ich, dann kommt das wieder. So ganz eigenartig. Da weiss ich eigentlich gar nicht, wo ich stehe und ob ich stehe. Das ist ganz komisch dann. Aber das ist eigentlich sehr, sehr selten. In der Regel also nicht mehr. Wenn man sieht, wie du immer noch auf der Bühne stehst und wie aktiv du bist, auch wieder mit Les Sauterelles, bist auch wieder eine kleine LP produzieren. Ja, eine EP machen wir für die Vinyl-Fan. Wir haben nächstes Jahr haben wir 55 Jahre Jubiläum. Und es gibt jedes Jahr einen sogenannten weltweiten Vinyl Day. Und auf den Vinyl Day, wenn wir dann eben eine EP machen, das ist etwas, was man relativ selten hat. Das hat es früher eben gegeben, die 45-Tourigen, die kleinen, wo dann eben 4 Stück drauf sind statt 2. Schön. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran und hoffen, dass wir es schaffen. Und so, ja, dann gehen wir natürlich wieder auf Liverpool. Ja. Nächstes Jahr sind wir jetzt auch wieder an der Beatle Week. Dort feiern wir natürlich unser Jubiläum. Und jetzt haben wir den Ehrgeiz, 200 Leute zusammenzubringen. Das letzte Mal waren es 150, die mitkommen. Weil da können wir einen eigenen Flüger chartern bei der Swiss. Da können wir direkt auf Liverpool fliegen. Mit allen Fans. Das ist natürlich ein tolles Erlebnis. Gibt natürlich eine glatte Fuhr, ja. All die Erlebnisse, die du in deinem Leben gehabt hast, die sind ganz schön zusammengefasst in diesem Buch hier. Und eines von diesen Büchern, und du wirst das jetzt auch noch handsignieren, gell? Ja, sicher, und noch schnell eine Widmung machen, gibt es jetzt für unsere Zuschauer zu gewinnen. Wie ihr mitmachen könnt, seht ihr unten eingeblendet. Es lohnt sich also wirklich. Ich habe selten jemanden gesehen, der so eine bewegende Geschichte hat, mit so vielen Höchst, aber gleichzeitig auch sehr vielen Tiefs, wahrscheinlich eben auch dich und deine Karriere. Und das, was da oben steht, machen, was ich will, dort auszeichnen. Danke vielmals für das schöne Gespräch. Sehr gerne geschehen. Ich sage hier auch noch Dank mit etwas Süßem. Das ist nämlich ein Geschenk von mir. Ich komme hier in der Gegend her. Gottliebe. Ja, wunderbar. Sind Gottliebe heute etwas für auch den Bauch wieder. Weißt, da kommt das Unterlippenpolster, dürfte doch jetzt zum Tragen kommen. Sehr gut, sehr gut. Genau. Und wenn Sie wissen, wo er auftritt, dann gehen Sie doch auf seine Homepage. Jetzt sind alle Informationen drauf. Und wir sehen uns hoffentlich am nächsten Donnerstag wieder dann mit dem Marco Bührer zu einem ganz anderen Thema. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin eine gute Zeit. Habt sich Sorge. Ade miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieb für anspruchsvolle Genießer.